Noven zusammen. Und alles klar soweit. Wir haben jetzt eigentlich heute die Qual der Wahl, ne? Wir haben hinten das eine Tor, wo der Ritter vorne dran gestanden hat. Gut, vielleicht ist es auch abgeschlossen, wissen wir jetzt hier noch nicht. Und wir können die Wendeltreppe hochgehen. Und ich stehe sagen, das machen wir mal als erstes. Und dann gucken wir mal, was da oben auf uns wartet. Viel Spaß. So. Frage 1 ist natürlich, wo geht die Treppe hin? Hülle wird benötigt, das kriegen wir hin. Ach. Wenn so auf dem Boden krieche, dann ist das mit dem Dege hier schon Mist, muss man sagen. Alter. Links, rechts, hinne, Pfanne, überall. Arschkäft. Wenn ich das richtig im Kopf habe, konnte man da dann quasi, wenn man Hülle ist, ohne Menschlichkeit wieder menschlich wäre sozusagen. So irgendwie war das. Aber ich gehe trotzdem noch mal hoch für den Fall, dass man das oben irgendwie so Item, Truhe oder irgendwas von finde, wie auch immer. Vor allem, ach, was für ein Radius der Scheiß hat, ne? Also es ist jetzt hier nicht gerade, dass man sagen kann, naja gut, wenn der das macht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich vorbeilaufe und in dieses Rondell da vorne gehe. Ich glaube, das ist wirklich besser. Weil hier, da kann ich halt auch nicht richtig ausweichen, weil ich da im Zweifel ruckzuck immer runtergefallen bin, ne? Ich meine, ich könnte dir jetzt auch sagen, pass auf, wenn du mir so auf den Sack gehst, dann hole ich Pfeil und Bogen raus, ne? Das kann ich natürlich auch sagen. Ach, jetzt kommt er doch noch. Ja, eigentlich mischt er sich jetzt selbst Energie abgezogen, ne? Jetzt tu nicht wieder Lava und ich weiß nicht warum. Was eine Reichweite der um sich rum hat, ne? Oh fuck, so kann ich auch, ne? Geil. Da unten ist noch so Feuerteufel, ne? So. Und der gibt nur 495 oder so. Ist eigentlich auch eine Frechheit, ne? Normal müsste der 1000 oder 2000 geben. Das ist schon, finde ich, ein schwerer Gegner. So, jetzt kann ich hier beten, dann wäre ich wahrscheinlich wieder menschlich oder so ähnlich. Probieren wir es einfach aus. Leider ist nichts passiert, dumm gelaufen. Kann auch sein, dass das dann nur geht. Ach, guck mal da. Dass das dann irgendwie nur geht, wenn ich keine Menschlichkeit mehr habe. Ich bin nicht, wer bist du? Warum uns? Weil dann nie vor die Tier gehe.
Irgendwie, die sahen nach alle gar das Gleiche, ne? Und die sich abgesprochen. Ja, da hoppt Feuer. Gut, Feuersame passt natürlich zu den Gegner hier. Aber gut, jetzt wiederholt sie sich langsam. Ich will eigentlich die Nachricht lesen. Ja. Frau, deshalb Trost, Nachricht, jo. Okay. Wo geht's jetzt da runter? Da war ja auch noch so Pyromane. Wo kommen wir jetzt hier raus? Alter. Normal ist das doch nicht, oder? Wie kommst du denn jetzt hierher? Alter. Du kannst halt auch nicht rennen, weil ey, durch die fucking grün leicht leer ist und alles. Jetzt rennen wir durch das fertig. Weißt du, und so einer gibt dann 495 Seele. Das ist aus meiner Sicht zumindest mal in Verbindung mit dem Areal, wo er sich befindet. Ist das ein Gegner? Wie soll ich denn sagen? Der ist ja bald schwerer wie so mancher Bossgegner, den ich bisher gehabt habe. So, kannst du nicht, oder dein Kollege ein bisschen an die Leine nehmen? Jetzt kommt dann natürlich der oben runtergelaufen, die Arschkäft. Das brauchen wir natürlich. Alter, das ist der nächste. Jawohl. Und noch so wenig abgezogen. Nein, nein, nein! Alter! Ist das dein fucking Ernst? Ja, dieses Anvisieren in dem Spiel, ne? Das ist auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen? Das ist schon so ein bisschen so implementiert. Wenn es für dich gut wäre, im Gegner zu folgen, dann macht's das nicht. Aber wenn es für dich schlecht ist, im Gegner zu folgen, dann macht's das. Das Problem ist jetzt an der Geschichte, ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ach, jetzt kommt der doch angelaufen. Ach komm, ich mach eigentlich mal weg, sonst kommen ihr mir doch wieder ins Kreuz gehupst oder so. Was ist denn das jetzt? Ich sehe nichts, ich sehe überhaupt nichts. Wahrscheinlich gibt's das hier nichts. Da sind wir uns hier ähnlich. Aber ohne das jetzt zu wissen, kann ich halt auch irgendwann nicht ins Bett gehen. Fertig. Wir machen jetzt zuerst mal das Clayfido weg. So.
Sehr schön. Gut. Giftstay. Ja. Aber wahrscheinlich ziehe ich dem mit dem Pfeil quasi nichts ab. Also so gut wie nichts. Ja, so habe ich mir das gedacht. Stopp, eine runter! Runterstuppe wäre es gewesen. Was ich jetzt an der Stelle nicht weiß, ist, warum er eben nicht angegriffen hat, ne? Das wäre für den aus meiner Sicht eigentlich relativ gut Gelegenheit gewesen, anzugreifen. Was halt geil wäre, ne? Wenn sie dann so dumm sind. Jetzt zum Beispiel der da unten, ne? Wenn ich ihn jetzt mit dem Pfeil anschieße, dass er dann nicht wischt, wo der Pfeil herkommt. Eben, man sieht halt nichts. Noch einer, komm. Ja, wenn du dann dran bleibst, dann geht's eigentlich, ne? Aber einfach ist die Geschichte nicht. Okay, immerhin ein Item. Feuersame, jo, ich mein, Feuersamen passt zu denen, aber so schwere Gegner, verdammt, dass du Feuersame kriegst, da denke ich mir dann halt, ach, jo, ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Ja, ist mir schon wieder klar gewesen. Ey, was ist denn das wieder für ein komischer Move, ey? Da ist er tot und dann kommt trotzdem noch die Flammepracht raus, eine halbe Stunde lang. Ja, wenn ich tot bin, mache ich auch keinen Stoß mehr mit dem Säbel. Oder dem Degen oder was auch immer. Ich meine, wenn ich mich richtig entsinne, war dort Jomo gerade gar nichts. Ach, nimm doch. Kannst du jetzt bitte nicht einfach nur dieses dumme Schwert in beide Hände nehmen? Alter. Warum du denn jetzt, meine er mich jetzt den Angriff zu machen? So. Gut. Ah, stopp, was haben wir da? Giftpilz. Jo, so ähnlich. So. Gut. Also ich bin ja immer hinter zu dem gelaufen und da habe ich eigentlich nichts gesehen, dass da irgendwie was gewesen wäre. Aber ich habe jetzt natürlich auch nicht übermäßig viel Zeit gehabt, da großartig links-rechts zu gucken, ne?
deswegen würde ich halt eigentlich schon ganz gern dort mich noch mal ein bisschen genauer umgucken. Ob ich das richtig gesehen habe oder nicht. Nee, weg, weg, weg. Das ist natürlich eine gefährliche Position, weil wenn er jetzt seine Flammepracht macht, dann tut er die Anna gerade mitnehmen, ne? Pyromantie. Ja, das ist noch nicht selber mitgeredet, ne? Du brauchst keine Nachrichten vor. Statt dass ich jetzt irgendwie schreibe, Dede, was uff, lohnt sich nicht. Jawohl. Gegenstand aufnehmen. Asketenleuchtfeuer. Brauche ich nicht. Aber egal. Es ist wenigstens... Ah. Ist wenigstens etwas, was wert ist, sozusagen. Ne? Und genau das ist jetzt nämlich die Geschichte. Das hätte ich jetzt nicht quasi gefunden, wenn ich gesagt hätte, naja gut, ich bin ja immer kurz hingelaufen, du war nichts, tschüss. Das ist aber nichts, würde ich sagen. Ach doch, du hin, ne? Okay, wir können mal hin. Gehen wir hin. Das passt. Welche dort jetzt so ein Schussfall? Das wäre so assi, ey. Ja, aber diese Asketenleuchtfeuer, die brauche ich ja eigentlich nicht, oder? Ich meine, das Einzige, für was ich die brauche, ist, dass ich dann quasi in einem Gebiet NG+1 machen kann. Beziehungsweise, wenn ich jetzt... Beziehungsweise, wenn ich jetzt irgendwo zufällig, sozusagen, was farmen will und ich die Gegner schon mal alle gar 10 kaputt gemacht oder so, dass ich dann quasi noch mal die 10 Gegner machen kann. Oder den Boss-Gegner. Oder was auch immer. Aber für was anderes ist das hier eigentlich nicht zu gebrauchen. Oder sehe ich das falsch? Gut. Gehen wir retour. Jetzt ist auf jeden Fall auch klar, wo es weitergeht. Nämlich dort unten in diesem halb kaputten Gang. Dort war hier so ganz dicker Gegner und dort war, glaube ich, eine Tür oder ein Durchgang oder sowas hinten dran. Sehen wir das von hier oben? Ja, man sieht den Umhang, sieht man so ein bisschen wedele da hinten. Aber der ist jetzt natürlich so weit weg, also beziehungsweise nicht so weit weg, aber durch Gegenstände, also Baum war es, glaube ich, verdeckt, dass man jetzt nicht großartig mit dem Bogen drauf schießen können. Kommen die auch die Treppe hoch? So, also. Hätte ich hier gerade noch mal kurz gucken, ob da irgendwas ist. Nee, ne? Ja. Gut. Also hier geht es jetzt quasi weiter. Wobei dann jetzt auch wieder natürlich die Frage ist, wenn ich den kaputt mache, kriege ich überhaupt die Tür auf. Ich würde sagen, das probieren wir mal noch.
Ja, den muss ich jetzt in Kauf nehmen, den Treffer. Dass man hier quasi den noch kaputt gemacht und das Schild wieder hochholt. Jetzt gucken wir mal. Die Tür geht auf. Einwandfrei. Sehr, sehr gut. Das heißt, vorne wieder hier. Okay. Das heißt, du machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Da haben wir schon ein bisschen geteased, ne? Wir wissen, da ist auf jeden Fall Aufzug. Den Aufzug, den müssen wir hoch. Die 3 Fröschelcher da, die kriegen wir gebatscht. Und dann gucken wir, ob der Gegner nachher dann beim nächsten Mal wieder da ist. Und dann, würde ich sagen, haben wir es für heute nochmal gepackt. So, das war's für heute noch. Ich muss feststellen, wir sind jetzt die Wendeltreppe hochgegangen. Das war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, weil das war jetzt kein neues Gebiet, sondern nur noch so ein Nebenarm vom aktuellen Gebiet. Wir sind durch die komische Tür durchgegangen, wo man nur als Hülle durch kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben komische Gegner kennengelernt. Also diese Pyromantie-Gegner, die sind mir so richtig hart auf die Nüsse gegangen. Das ist, aus meiner Sicht, ist das so mit einer von den schwersten Gegner in dem Spiel, finde ich. Weil die halt, wenn die ihre Flammebrut machen, die haben ja ihre Radius, das ist ja nämlich feierlich. Aber ist ja auch egal, wir haben sie gepackt, wir haben sie gebatscht, ja. Wir haben ein paar Asketenleuchtfeuer gekriegt, viel mehr war es nicht. Wirklich brauchen tun wir die jetzt zumindest aktuell auch nicht. Aber ist egal, wir haben sie jetzt erst einmal. Und wir haben auch noch die A-Frage kennengelernt, von der haben wir auch ein paar Sachen gekriegt. War jetzt zwar auch nichts Weltbewegendes, aber immerhin. Von daher können wir dann beim nächsten Mal ganz beruhigt bei der Tür weitermachen. Ich gehe davon aus, dass wir da ins nächste Gebiet kommen. Die Tür haben wir aufgekriegt, das haben wir am Ende jetzt noch kurz geguckt. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ne? Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.